Gehen wir doch da mal weiter. Das Schiff ist noch viel zu gross. Oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Es ist irgendwie viel zu früh am Morgen, aber jetzt sieht es danach aus, als kämen wir mal. Also, nur, dass wir nochmal schnell erwähnt hätten. Ich finde es jetzt ein bisschen Helikopter. Ist das ein Helikopter gewesen? Das wäre super. Was es nochmal erwähnt hat. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob wir Mia hätten können retten. Mal, natürlich hat es Gegengift bekommen. Zoe ist tot, Mia ist tot. Wahrscheinlich haben wir das schlechte Ende ausgewählt. Wir haben wahrscheinlich das schlechte Ende verwünscht. Naja, gut, das macht nichts. Ich sage es ja nochmal, Mia ist selber die schuld. Auf eine Art und Weise, weil sie hat gewusst, auf was sich da einlädt, wenn es schief geht. Und mir hat sie da reingezogen als Ethan und das finde ich nicht so nett. Oh, Pistolenmunition. Kommt gut. 18. Februar 1892. Es gab einen Einsturz in der Patterson-Mine. Tuan und Beckford sind tot und Huxley wird nie mehr eigenständig laufen können. Der alte Stan hatte recht. Der Boden hier ist zu instabil. Oh oh. Die Firma 19. Februar 1892. Die Firma wird uns keinen Ersatz schicken. Die wollen, dass wir stattdessen Zusatzschichten schieben. Ich kann es gar nicht abwarten, wieder nach Hause zu gehen. Ja. Abercrombie Salzbergwerk. South Dalby. Ich schwitze mir hier hin ab. Das ist Wahnsinn. Unglaublich. So stickig muss es dort auch sein. Helikopter. Beobachten die uns von diesem Hubschrauber aus. Wer? Okay. Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1. Bericht. Habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, keine Überlebenden. Wir fanden aber was? Hinweise auf einen Kampf. Nein, hier, Merik. Negativ. Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole. Eliminiert sie. Mhm. Okay. Oh, geil. Ja, den Autoschlüssel nehmen wir natürlich. So, jetzt das ganz sicher. Pillen nehmen wir noch etwas mit. Selbstverständlich Erste Hilfe. Pistolenmunition. Die nicht. Flinte. Flintenmunition. Brenner. Granatwerfer. Maschinengewehrmunition. Schiesspulver. Messer. Jetzt Mittelbombe. Ah, also Moment jetzt. Der Brenner? Nein, brauchen wir nicht. So. Granatwerfer oder... Ah, Bombe. Nein, Bombe muss ich auch so ausrüsten. Nein.
Ja, hätte auch von oben runter können. Ah, okay, das ist schon fertig. Selbstverständlich. Jetzt muss ich nur mal aufpassen. Ah, gut, ich kann es noch so wechseln. Die brauchen wir. Das Kraut. So. Und schnell etwas basteln. Arznei, oder? Ja, Arznei. Nein, haben wir genug. So. Perfekt. Dann... Dann etwas von wegen Nervengift, glaube ich. Nein, ich bin nicht doof. Shit. Ah, das ist Gewebeprobe. Ja. Nicht Nervengift. Ätzmittel, wer weiß, glaube ich zwar nicht. Jetzt haben wir einfach irgendeine Tür nicht aufgemacht, wahrscheinlich. Mal wieder. Naja, gut. Okay, jetzt muss ich noch wieder nachladen. Was ist denn das da? Ein Pistole. Ja. Wie viel? 9, was denn? 9 von? 18 Mittel. Wenn ich es dann doch noch brauche, kann ich es noch holen. Vielleicht. Hey, wir sind jetzt der Hegel habe ich nicht ausgerüstet. Wieso nicht? Ja, aber die Granatwerfer brauche ich nicht. Ich habe keine Granaten. Nein. Ach, das ist so. Das ist jetzt Universalmünze da. So, jetzt lenkt es da auf mit dem. Dass es mit der Universalmünze nicht gekauft tun. Lustige Karte. Das hat vielleicht der Lucas gezeichnet. So, jetzt, was ist denn da los jetzt? Was? Ja. Gut, Magnum bekomme ich nicht. Okay, fick dich. So. Ach, weißt du was? Das ist doch gleich. Das Theater. So, speichern, weiterfahren. Und los. Ja, ich möchte gerne speichern. Das will ich immer. Ich möchte gerne immer speichern. Weil das ist noch gäbig. Speichern ist cool. Sorry, ich bin nervös. Ich muss ein bisschen mich ablenken. So, okay. Also, das sind wir. Oh mein Gott. Fast etwas vergessen. Dann speichere ich jetzt nicht noch einmal, weil ich halt verliere. Verliere es halt. Let's rock. Von da bin ich auch. Gut. Ein Chemie. Komme da was wolle. Oh oh.
Der säckelt viel schneller wie Mio. Okay, stopp. Nö. Nö. Ja, gut, noch einmal. Das war taktisch hure schlau gewesen. So, wir haben alles durchgelesen. Super Sache. Da heute 10 Minuten schon wieder vernoschen mit Zeug rumtischen. Das ist Wahnsinn in diesem Spiel. Okay, weiter. Gut. Okay, jetzt machen wir es gerade anders. Komm mal über hier. Oh, da ist der ernst. So off. Ja. So geht das nämlich. Oh shit. Nein, was? Hure sich's. Für euch habe ich jetzt etwa genug langsam da. Heiland Donnerwetter. Ah! Maschinengewehrmunition. Sehr schön. Ich hoffe, der andere stellt uns nicht noch wieder Fall, das soll ich glaube, den sehen wir alle nicht mehr, vermutlich. Backer. Ja, klar, jetzt noch etwas. Sehr gut, der Dietrich. Das Kräutchen. Yay. Ah, lass das Kräutchen jetzt noch ein Kräutchen sein, nämlich, weil vielleicht brauche ich das nach dem Spiel zum Rauchen. So. Ja. Wo gehen wir da rauf? Also, was machen wir da oben? Nein, ich will nicht oben. Nein, Platz, ist in Ordnung. Ja, müssen wir jetzt dort doch in die Hure. Scheiße. Geht schnell heute ins Bömbi um mich. Ja, nur nicht zu weit. Nur nicht zu weit. Das reicht eigentlich.
Mhm. Also die Kiste wie Sand am Meer. Voll ja. Das ist jetzt halt doof, dass muss ich jetzt mal die Scheissbombe wieder austauschen. Nein, Scheiße! Fuck you! Das wollte ich nicht wollen. Hey! Trauriger Sieg. Also ist nicht die Munition schnell durch. Und die Lebensenergie ja. Gott, vertelle nochmal. Ja. Ja, ich sehe das. So. Ist nur einer jetzt? Es gibt auch noch einen hohen Kampf, ich weiß nicht. Also. Wahrscheinlich. Gibt es noch einen hohen Kampf. Da kann jemand nichts machen. He? Ich muss jetzt das Licht abstellen, das habe ich dir gar nicht gern. Grusige Hurengänge da. Salzbergwerk. Ah, okay, da geht es nicht weiter, das ist der Fall auch schon klar. Hey! Ruhe auf den billigen Platz. Hey. Jetzt ist mal da hinten noch güchseln. Da ist natürlich noch etwas drin. Was? Ja, das nützt mir eh nichts. Die Huren Soulmoor habe ich nicht nehmen. Ja, brauche ich jetzt eine Nervengiftgranate wirklich noch? Nein, nicht, komm. Ich mal so eins machen. Nehmen wir jetzt gleich mal mit, wer weiß. So. Die Pistole ist relativ stark. Oh. Sehr schön. Da liegen sie um, die Grusigen. Verteilt über alles. Weil das sicher ist hier. So. Next. Ah, okay, check, was ich muss. Und da ist nämlich eingestürzt, logisch, natürlich. Oh, hopp. Los das Zeug, komm. So, nice. Von der Neisigkeit her, das ist eine rechte. Jetzt nicht mehr, he? Nachgeladen haben wir. Das ist sehr gut. Das ist nichts, liegt nichts rum. Was? Hure Musik gegen.
So, ah shit, eben, genau. Das ist ein doofes Eingericht. Hier. So. Zack. Es gibt ernsthaft Leute, die säckeln hier einfach 7 Stunden durch. Was bringt denn das? Das ist ja hure nicht... Why? Ei. Yo, man. Schwenka. Ich finde es so cool, dass die gegen noch die Elemente... Der hure Lucas wieder. Der Sieg regt mich so auf. Dass sie hier gegen noch Elemente mit reinnehmen von... Okay. Badwanne voll Mold. Sehr fein. Sehr nice. Moment, du musst schnell die Stirn abputzen. Ich gehe fast drauf hier im Fall. Gesendet Freitag, 16. Januar 2015, 0 Uhr 42. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus, sie ist auch genauso blöd wie eins. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt? Ist ein bisschen krank. Was sie jetzt im Labor gelandet, dort nicht schläft. Freitag, 4. November 2015, 2:10 Uhr. Mia, das Miststück ist immer noch irgendwo zwischen Ivy, Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich, immerhin ist Mia ihr Liebling und so, aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sie sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Ah, Lucas ist Zeug, jetzt ist klar. Gesendet Freitag, 1. September 2016, 1:10 Uhr. Schnell müssen hüsteln. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam Überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet, aber es ist eine Scheißarbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinkram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Übrigens sieht Ivy krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Was? Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. What? Was? Großmutter? Was? Die ist die ganze Zeit noch was? Was? Bambi ausrüsten, Großmutter killen. So. Was? Was? Die Großmutter ist die Ivy. Was? Nicht euren Ernst. Zehn Minuten nach Dosis tot. 12 Minuten nach Dosis Kalzifikation der Zellen, was auch immer das heisst. E-Nektrotoxin, E-Serie-Dosierungstest. 5 Minuten nach Dosis Erbrechen. Super schön. Nice. Der hure Biowaffenhersteller hat doch nicht ganz dicht. Nice. E-Nekrotoxin zerstört Zellmaterial aller Individuen, die auf der E-Serie-Biowaffe basieren. Nur für die Beseitigung von E-Serie-Objekten zu verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Geben Sie dazu eine Probe von E-Serie-Zellen in den Nekrotoxinbehälter.
Jawohl. Was machen wir? Ja, mal okay. So, da hätten wir das Gegengift zum T-Virus. Nein, eben nicht. Nice shit. Ja, oder? Ach so. Dieses Projekt wurde 2000 als eines von mehreren Konzepten im Rahmen der NextBus-Initiative Next Generation Experimental Battlefield Superiority der Firma initiiert, um unterstützt durch technische Hilfe des HCF eine Biowaffe zu entwickeln, die feindliche Kämpfer mit minimalem Direktkontakt im großen Stil neutralisiert. Die NextBus-Initiative wurde später abgewickelt und alle Ressourcen wurden zu diesem Projekt umgeleitet. Was dieses Projekt stark von konventionellen Waffen unterscheidet, ist die Fähigkeit, feindliche Kämpfer zu Mitstreitern zu machen, gegnerische Elemente zu willigen Dienern. Super. Da dies die Kosten nicht nur für den Umgang mit Kriegsgefangenen, sondern auch die für den eigentlichen Kampf praktisch auf Null reduziert, ist es kein Wunder, dass und selbst die Organisation sich darauf stürzten. What? Also ich lese es jetzt neu nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Für den eigentlichen Kampf praktisch auf Null reduziert, ist es kein Wunder, dass sich das Tricell und selbst die Umbrella-Organisation von Umbrella, oder umgekehrt, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist 100%ig Tricell muss da drin stehen und Umbrella. So. Das ist mal klar, aber aha, was sonst noch drin muss stehen, weiß ich auch nicht. Okay. Sind wir schon fertig gewesen? Nope. Das Projekt würde gar nicht existieren, wäre dort nicht die Entdeckung von In gewesen, dem erstaunlich fortgeschrittenen Vikariants-Evolutionsfungus, den wir gewöhnlich als Mutamycet bezeichnen. Entschuldigung, ich sollte schnell einen Schluck Wasser nehmen. Die Herstellungsmethode jeder der Biowaffen sah vor, das Mutamycet-Genom, mein Gott, einem menschlichen Embryo vor dem vierzelligen Stadium zuzuführen und diesen dann über einen Zeitraum von 38 bis 40 Wochen in einer kontrollierten Umgebung zu kultivieren. Die daraus resultierenden wurden als Kandidaten bezeichnet und nach ihrer Nutzbarkeit kategorisiert. Von der impraktikablen und fehlerbehafteten A bis D-Serie bis zur perfektionierten E-Serie. Als äußere Erscheinung wurde einheitlich die eines etwa 10-jährigen Mädchens ausgewählt, um die einfache Integration in Stadt- und Flüchtlingspopulation zu gewährleisten. Das erste Exemplar der E-Serie, genannt Evelyn, erwies sich als fähig, Mutamycet, blablabla, Umbrella, irgendetwas XY, nach Belieben aus ihrem Gewebe auszuscheiden. Es muss auch angemerkt werden, dass Evelyns Mutamycet, wenn es einem Wirtorganismus zugeführt wird, diesem eine tiefgreifende Kontrolle über Körper und Geist aufzwingt. Wir müssen noch viel über den Mechanismus lernen, mit dem Evelyn diese Kontrolle erreicht und aufrechterhält, aber die gängige Theorie ist, dass der Überträger den Autoinduktor-Pheromonen ähnelt, die Bakterien der Art Pseudomonas für Quorum-Sensing benutzen. Das hure möchte gerne Fachchinesisch, das ist so mühsam zum Lesen. Gut, nicht viel schlimmer, wenn das normale Fachchinesisch. Evelyns Kontrolle manifestiert sich in einer Reihe individueller Stadien, von denen das erste Halluzination ist. Fast sofort nach der Infektion sieht der Wirt Erscheinungen von Evelyn, obwohl sie nicht tatsächlich anwesend ist, und hört sogar ihre Stimme, die von niemandem sonst wahrgenommen wird. Ja, excuse, wir gehen nicht in einem Let's Play, ich habe es jetzt gleich gemacht. Ich bin ein bisschen müde langsam. Interviews mit infizierten Testpersonen über alle Stadien der Infektion zeigten, dass Evelyn zunächst wie ein normales junges Mädchen auftritt, das manchmal Gesellschaft oder Hilfe anfragt. Mit der Zeit fängt sie aber an, immer extremere Forderungen zu stellen und unter anderem Selbstverstümmelungen und Angriffe auf andere Menschen. Der dadurch ausgelöste psychologische Schock hilft, die natürlichen Barrieren des Geistes gegen Evelyns Gehirnwäsche aufzulösen, und wenn die mentale Kontrolle einmal erreicht ist, hat sich das Mutamycet-Infektion
hat sich die Mutamizet-Infektion, jetzt stimmt's, durch die Zellen des Körpers ausgebreitet, sodass der Körper, whatever, okay, schon klar, größer wird, kleiner wird, mutiert. Umbrella Corporation. So, nein, ich weiß doch auch nicht. Aber das ist wieder geil. So. Oh Mann. Evelyn ist außerdem in der Lage, Organismen aus Myzelien, ja, ist aber schon richtig, den fadenförmigen Zellen eines Pilzes zu erschaffen. Der Begriff Organismus wird hier weit gefasst, streng genommen handelt es sich dabei um Superorganismen, die aus zahllosen Myzelien bestehen. Wichtig ist jedoch, dass diese einen starken Überlebenstrieb aufweisen und sich schon bei der leichtesten Provokation wild verteidigen. Ihre pilzartige Widerstandskraft und beeindruckende Stärke verleihen ihnen ein signifikantes Potenzial für den Kampfeinsatz. Die Forscher haben diese Superorganismen die Moldet getauft, angelehnt an die Wörter Mold, Schimmelpilz und Moldet geformt. Eine mehrdeutige Bezeichnung, der eine gewisse Eleganz nicht abgesprochen werden kann. Für die Behandlung von unbeabsichtigten Infektionen kann ein spezielles fungizides Serum gewonnen werden, in dem Gewebeproben von Evelyn einer unterzogen werden. Das Serum einer infizierten Person zu initiieren, besorgt für eine Kalzifikation der Myzelien, aber wenn die Zellen der Person schon weitestgehend befallen sind, ist das Serum tödlich. Ah, okay, darum. Jack dead, Margaret ist dead, wegen dem allem. Gut, das ist jetzt soweit klar. Da das Behandlungsfenster so klein ist, ist die Hauptfunktion des Serums die Eliminierung von infizierten Individuen und nicht deren Heilung. Während wir das Potenzial des Serums untersuchten, fanden wir heraus, dass wir dessen Effekte aufs Äußerste steigen konnten, wenn wir es aussetzten, wodurch ein Präparat entstand, das wir jetzt Nekrotoxin nennen und das selbst in kleinsten Dosen wirkt, tödlich ist oder was auch immer. Besonders interessant an Evelyns Verhalten ist ihre Fixierung auf das Konzept der Familie. In Experimenten wurden infizierte Personen bei verschiedenen Gelegenheiten dazu gebracht, als ihre Mutter und Vater aufzutreten und Evelyn wie ihre eigene Tochter zu behandeln. Warum hat sie sich auf Familie als Thema ihrer geistigen Kontrolle festgelegt? Es ist reine Spekulation, aber es könnte sein, dass sie instinktiv versteht, dass eine Familieneinheit sich besser dazu eignet, sich in sozialen Gruppen einzufügen, als ein einsames Mädchen. Andererseits nun, ein sentimentaler Mensch könnte sagen, dass sie ein von ihr wahrgenommenes Fehlen von Liebe in ihrer abgeschirmten Aufzucht kompensieren möchte. Die Liebe der Eltern. Ja, das ist natürlich klar. So. Was? Herkommen, jetzt gehen wir speichern. Fuck. Das tun wir jetzt eintauschen. Ich weiß gerade nicht, was sollen wir machen? Was wollen wir machen? Wir tun die Gegelmünze mal fort, die braucht jetzt keine Sau. Dann haben wir Brandgranate, das ist sicher sehr praktisch. Jetzt regt es mich auf, dass ich das Ding nicht mitgenommen habe vorhin. Ah nein, warte, die muss ich gar nicht verräumen, die kann ich einfach, jetzt muss ich schauen, dass ich Platz frei bekomme. Das muss ich gut noch haben. Eieiei, was machen wir jetzt? Das weg. Psychotikum weg. Die hier brauchen wir nicht. Wir schauen, dass 2 Plätze frei sind mindestens. Munition geht nicht drauf, das ist gut. Ja, also. So, jetzt sind 2 Plätze frei. Jetzt Granaten nehmen, dann lenkt das. Genial. Dann
Sehr schön. Einmal Brandgranate. Finden jetzt die andere noch? Wo war die gewesen? Jetzt weiss ich es nicht mehr. Das war der Service weg, ich glaube es. Ja. Ach nein, komm, scheiß drauf, das bringt es nicht. Ah, das haben wir noch nicht gelesen. Dieser Bericht beschreibt im Detail die auftretenden Symptome, wenn das im Inneren der E-Serie gezüchtete Bakterium einen Menschen infiziert. Bitte lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch, bevor Sie mit einem Individuum in Kontakt treten, das durch die E-Serie zur Waffe gemacht wurde. Wird im Nachfolgenden als Schimmelpilz bezeichnet. Primärinfektion. Der Schimmelpilz nimmt Nährstoffe vom Körper des Wirts auf, um sich auszubreiten, übernimmt langsam die Zellen im Körper. Als ein Nebeneffekt davon gewinnt das infizierte Individuum erstaunlich regenerative Fähigkeiten. In Experimenten entfernten wir Arme und Beine von Testpersonen, super nett, und fanden heraus, dass sie imstande waren, die amputierten Gliedmaßen in wenigen Minuten wieder anwachsen zu lassen. Mittleres Stadium der Infektion. Sobald der Schimmelpilz das Gehirn erreicht, werden die Gedanken des infizierten Wirtes mit denen des E-Serie-Vermittlers in Einklang gebracht. Der Wirt beginnt, Dinge zu hören und Halluzinationen zu erleben. Bald darauf gerät er vollständig unter die Kontrolle des E-Serie-Vermittlers. Wenn dieser Zustand anhält, verliert der Wirt jeglichen Sinn seiner selbst. Endstadium der Infektion. Nachdem jede Zelle im Körper vom Schimmelpilz eingenommen wurde, verliert der Wirt langsam seine menschliche Gestalt. Die Form der Mutation unterscheidet sich je nach Fall, aber geht stets mit einer enormen Steigerung der körperlichen Stärke einher. Ein Individuum in diesem Stadium einzudämmen ist extrem schwierig. So, das ist gut, das habe ich so gelesen. Das ist viel mehr verpasst. Oh, jetzt wird da gerockt. Warum? Ja. Speichern.